Dort ist tot gevoel een bewijs van eer en bewondering voor God. In een Welt vol duisternis, in een Welt vost in Sinn. Als Hij onze Hoffnung, wenn Hij ons heeft geraad durch Gnade. Wann wir anbeten, bringt dort ihr in Herrlichkeit zu Gott. Wat meint dort wirklich mit uns ganzes Leben Gott anzubeten? Wel laat dort, wann wir am Siege in Hängeron ranen mit alles, was wir sind. Dort ist mehr als eine feine Idee. Mehr ist das rechte Ding zu tun. Wann wir anbeten, ob dort ist durch Gesang oder durch unsere Worte oder unsere Wort, kommen wir mit einer Armee Engeltaub in bekennen Jesus sein Name über alle Namen, dort Hij alles wird es.
Und wie unsere Augen auf Gott sagen, schadet der Feind uit Angst. Dort verändert uns, dort verändert Menschen rum uns. Und dort verändert der jässliche Jengwut rum uns. Wir sind erschaffen zum Anbeter sein. Door wen? Wegen uns Gott ist würdig. Uns Gott ist treu. Ons God is een Vader vol medleid. Hij is ons heiler. Hij wordt ons vrede geef. Die machtige God. Der Herr über alle Herren, König über alle Königs. Hij haf über de Graf gewonnen. Haf ons hoopning en leven gegeven. Hij haf ons de grootste Leuf bewezen. En haf ons vrij gemaakt van die ding wat ons terughielden. Hij haf ook de grootste Opfer betoeld. Wo wir antworten? Als onze Entscheidung so te leven als God dat meint, Ein Leben heijeft in Gemeinschaft mit ihm, een leven vol op, die beten an. wie geven alles. Wenn hij juist alles haan voor ons. Wenn wir nu in der Anbetungszeit angehen, weil wir abstehen und vor Gott kommen mit offenen Herzen, Hij is alles wert. und alles fängt mit ihm und seiner Herrlichkeit an. O Herr min God, wanneer ik bezuien wonder, wo du de wilt, in dine almacht mögt. Ik zei de steeds, ik hier och lure rumlen, die ganze Schöpfung kräht von dine Krug. Dann singt mein Hort, mein rare Gott, nur die, wo groot bist du, wo groot bist du. Dann singt mein Hort, mein rare Gott, nur die, wo groot bist du, wo groot bist du. En wanneer ik denk, wo Gott zijn eins ja sehen juist, schickt am nem Kreuz, kon dort nicht verstehen. Dort hei Kreuz, ganz fällig wird zu lieden, hei bladen stark, zu meine Sinn betont. Dann singt mein Hort, mein rare Gott, nur die, wo groot bist du, wo groot bist du. Dann singt mein Hort, mein rare Gott, nur die, wo groot bist du, wo groot
trumpeten skjolden nämnt min och hus. Hvor frö min hård vårt sær. Jeg be mi då. En døg mot for min rara. En råpta nytt. Min God for grøt bestyr. Dan zingt min hård, min rara God nu det. Hvor grøt bestyr, hvor grøt bestyr. Dan zingt min hård, hvor grøt bestyr. Dan zingt min hård, min rara God nu det. Hvor grøt bestyr, hvor grøt bestyr, hvor grøt bestyr, hvor grøt bestyr. Du bist groot. Dine Gnade ist so groot, die kommst nach uns, die kommst rauf für uns. Und die ratst uns. Dankeschön für das Opfer, was du für uns gibst. Dass du die Hand gibst für uns. Dankeschön, Vater. Dankeschön, Jesus. Wir sind hier, wir beten dich an. Und du bist das Wert. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy
amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Live all dat weiten, de knoot ze vallen vrij. Ik weet dat Jezus raadt mij, en dat is genoeg voor mij. Oh, wundervolle Radung, van zin maakt hij mij vrij. Ik weet dat ik je raad zie, en dat is genoeg voor mij. Reina grata, halleluja, vår von rara, och du gäst dies als gebräken und dort kriegst, din Opfer du, es genug für mich. Låt min hart frömma sing en blös från dina liv, en dags genug för mig. Eva traft och mina fela, stär hacka och så min sig. Tört om krits från dina radar, en dags genug för mig. Halleluja. Sin blödse vetfall, skilt ut upp Golgata, eld i krå för mina radung, en dödsgenjur för mig. Grata,
Vara und deine Arms, du satz mich auf en festen Grund. Du hältst mich und du lässt mich niemals los. Du hilfst mich immer weiter. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab, du gibst nicht ab an mich. Oh, der Friede fang, wenn deine Leid für mich. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab, du gibst nicht ab an mich. Oh, der Friede fang, wenn deine Leid für mich. Durch jeden vollen Hoffnung lebe ich frei. Durch Not weich mein aus der schon. Die Abfahrt hat mich nirgends gemerkt. Zum Leben auf die Stunde von dort. Oh mein Gott, so gut, die gibst nicht ab, die gibst nicht ab an mich. Oh, den Friede kommt, wenn deine Leid für mich. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab an mich. Oh, den Friede kommt, wenn deine Leid für mich. Zie nicht ins Luft te zien, oh ik zing niet. Du bist Gott, met die beproefsten top, die Freiheit. Du bist Gott, wat du versprachst, Jesus, du hältst dort. Du bist Gott, ik prijs die noem zolang es ik hoor. Du bist Gott, zie nicht ins Luft te zien, oh ik zing niet. Du bist Gott, met die beproefsten dag die Freiheit. Du bist Gott, wat du versprachst, Jesus, du hältst dort. Du bist Gott, ik prijs die noem zolang es ik hoor. Du bist Gott. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab. Du gibst nicht ab an mich. Oh, der Friede fang, wenn deine Leid für mich. Oh, mein Gott, so gut, du gibst nicht ab an mich. Oh, der Friede fang, wenn deine Leid für mich. Oh, mein Gott, so gut, du gibst nicht ab an mich. Oh, der Friede fang, wenn deine Leid für mich. Oh, mein Gott, so gut, du gibst nicht ab an mich. Oh, der Friede kommt, wenn deine Leid für mich. Sieh mich ins Blut und sing, oh, ich sing nicht. Du bist Gott, mit die begrüßten Daten der Freiheit. Du bist Gott, was du versprachst, Jesus, du hältst dort. Du bist Gott, ich preis dich nun so lange, sag nur, du bist Gott.
drüber, durch dies Leben, wenn's meines kraftig, insofern starker, kenn ich von Himmel, heut selber alles. Wer dreht die Welt mit große Oma, wir sind benommen, Stund von Wunder, kenn ich in Herrlichkeit, heut selber alles. Das wundervolle Gnade, der das Verständnis läuft, längs meine Städte, dort du mein Christ tust, ja, ich leven har, då jag nu fri kon sein. Oh, Jesus sagt singfall, då må du döds för mig. Wer bringt uns Trouble? Fröströjen ordnung, de bäsen Kenya, sen senen doktor, dort det kenn ich, hoi seva alles, wer für de länder, med trakte vårhet, skins aus de sorg, in dache herrlichkeit, dort det kenn ich, hoi seva alles. Wundervolle Gnade, der das Verständnis läuft, längs meine Städte, dort du mich Christ tust, ja, ich die Leben har, dort ich nu fri kon sein. Sag singfall, då må du död för mig. Gottes lom har jag stått vid, ans jag vågar kan inte vand och grå. Gottes lom har jag stått vid, ans jag vågar kan inte vand och grå. Gottes lom har jag stått vid, önskar vårt jag kan inte vara och gråt. Gottes lom har jag stått vid, har jag stått vid, det wundervolle Gnade, deras Verständnis läuft, längs meine Städte. Dort du mich Christ tust, ja, ich die Leben har, dort ich nu fri kon sein. Oh, Jesus sagt singfall, då var du död för mig. Gott ist gut, sie nicht nur das wundervoll. Hier ist ein Video, bevor wir anfangen mit der Message. Als Jezus op deze aarde kwam,
Und dann wird das Erde in hoffnungslose Stede. Sehr viele Menschen lebten hoffnungslos. Die hatten Steine in der Weg, wo sie nicht über können, wo sie nicht können zu sie drehen. Und so da wir wenig Hoffnung vereint. 2000 Jahre Luther ist diese Welt ein hoffnungsloser Stede. Wir haben Steine in uns Weg. Some von dort sind große Steine, wo wir nicht ewig kennen oder nicht rum kennen. Some sind kleine Steine, wo wir uns verwrecken oder wir hätten nur an, wie fallen haben. Aber alle von uns haben mit Steinen zu tun. Und so diese Reihe von Botschaften, wo wir von der Anfang an bewäacht, noch Steine. Und so in diese nächste Feuerbotschaften, weil wir checken nur Menschen, die hoffnungslos werden, Menschen, die Steine in ihr Weg haben, und die begegnen Jesus. Und Jesus deed ihre Steine in den Weg rüt. Er halb ihn zu Eva. Gott verspricht uns nicht, dass wird immer alle Steine ins Weg rüt nehmen. Aber er verspricht uns, wird die durch Eva halten. Ich weiß nicht, was dein Stein ist, oder deine Steine, oder was von den Dingen du in deinem Leben hast, würde sich so folgt, du kannst nicht Eva. Aber ich glaube, viele von uns, vielleicht alle von uns, haben Dinge in uns Leben, wo wir gleich in den Stich trieben. In Epheser 10, da haben wir ein Wort. Und dort wird es Niejeschaufen. Und weißt du, das, wo wir wollen uns vertiefen, Niejeschaufen. Das ganze Werken hat zu tun mit Niejeschaufen. Jesus kam Dinge nie mehr an. Und das wird plötzlich gebraucht, Niejeschaufen, auf Englisch sagt es, wir sind sein Workmanship oder something, sind wir das dort. Aber die Idee ist, dass Gott merkt von die Wort. Und Gott will die nie merken. Das sagt es dort in Epheser 2,10. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen. Und so, wenn wir mit Jesus verbunden sind, hat Gott die nie gemerkt. Er hat die nie geschaffen. Und so, was immer Stein du in dein Leben hast, der war wir in dieser Zeit nur Jesus bringen. Oder vielleicht anders gesagt, wie wollen Jesus begegnen bei uns Stein? Und weißt du, Gott will die durch begegnen. Er wird die gleichen zu halten. Er sagt doch in 2. Korinther 5, durchwehen, wenn wir in Christus sind, dann ist er ein neuer Mensch. Nie geschaffen. Nie gemerkt. Das englische Wort ist Transformation oder Regeneration. Wir sind nie geschaffen. Und so, in dieser hoffnungslosen Welt, und weißt du, wir wollen sozusagen durch eine Bilderstufe gehen. Stell dir mal vor, dass du hast ein solcher berühmter Vorwart, der kommt hier noch an sich Gegend. Und der hat eine Ausstellung von seinen Bildern, was er gefahren hat, und du jetzt da haben, um die Bilder besehen. Und das Vorwart, der hat einmal die Bilder zweimal gefahren. Einmal in eine hoffnungslose Lehre und das nächste Mal nur dem, was Jesus begegnet. Und so da werden wir ein bisschen nur checken durch diese nächste Feuerbotschaften. Wir reden hier von Obergott. Und so das sind Obergott-Geschichten. Das sind Dinge, wo Menschen sozusagen in eine ganz hoffnungslose Lehre werden und sie begegnen Jesus. Und dann passiert durch ein Obergott in ihr Leben. Und sie sind nie geschaffen. Sie sind nie gemerkt. Nicht unbedingt, dass er Körper nie ist, aber sie sind nie gemerkt. Und so, das erste ist ein Leprakranker. Na weet je dat juist, glaube ich, keine Menschen, oder wenig Menschen, zu juist in der Zeit, wird hoffnungsloser werden als ein Leprakranker. Ich will Ihnen tauchen, wenn die Zeit fängt, dort mal in 3. Mose, irgendwo, Kapitel 14, 15, und da irgendwo, du hast beschrieben, was ein Leprakranker, wenn du
Oder wenn du ein Mensch bist und du hast eine Krankheit an deiner Haut, dann musst du den Priester wiesen und dann musst du verschiedene Dinge tun. Und dann einmal ein Tag, dann sagt der Priester zu dir, dass du hast Lepra-Krankheit, du bist unrein. Na, wenn wir uns mal feststellen, dass du kommt ein Mann, und ich will den Vers lauter lesen, aber da kommt ein Mann, Jesus, der ist Lepra-krank. Wir wissen nicht, wo lang, weil die Lepra-Krankheit dort erst eine interessante Krankheit sein, sonst, dass die Nerven dort merken, oder Menschen verlieren Finger, die verlieren ihre Teuen, oder so eine Dinge, wenn sie werden noch euch an, wenn sie sich würden schneiden, oder so eine Dinge. Verschiedene Dinge wie dabei. Aber das erste Ding von Lepra-Krankheit wäre nicht, dass die Arm losfallen, oder die Teuen, oder so eine Dinge. Das erste Ding wäre, dass die wirst ausgeschlossen. Euer ist ausgeschlossen. Du musst von deiner Familie weißen. Wir uns mal feststellen, dass das Mann, das ist ein junger Polit, oder ein junger Mial, really, und sie planen ihr Haus. Und sie haben, die Mann hat sich ein bisschen über Tag geschafft, und sie haben sich da ein bisschen Häuschen gebaut, in ihrer Heuhafen, so da wollen sie wohnen. Sie wollen da ein paar Kassen, haben Tomaten mit Land, hat zum Ackern, sie wollen ihre Familie da abtragen. Das junge Couple, sie saßen taub, wenn sie spazieren, und sie verteilen sich von ihr Traum. Und wo sie wollen wiederkommen, ihr Leben, und sie wollen mehr Tiere kaufen, und sie wollen vielleicht noch mehr Land kaufen, und sie wollen Büren in ihr Leben, und so sie haben große Träume. Und dann befrieren sie sich, und das ist bloß ein sehr froher Tag. Sie befrieren sich, und dann sind sie zum Jahr befreit, haben über dem ein paar kleine Kinder. Sie haben sich ein paar mehr Kassen können kaufen, sie haben ein klein bisschen mehr Lohn können kaufen. Und das dreht wirklich so sehr, darum wir, dass es wird. Aber einmal hat der Mann eine Plage an seinen Arm. Und das Gesetz sagt, er muss in einen Priester gehen, und so geht ein Priester, und dort wird untersucht, und dann muss er 7 Tage lernen. Lest ihr dort nur all die Dinge, was sie müssen durchgehen, um zu bestimmen, was dort Lepra-Krankheit wäre. Aber einmal ein Tag sagt der Priester zu ihm, dass er hat Lepra-Krankheit, und gesetzlich muss er dann von Tüß. Das sagt im Alten Testament, dass sie selben sind Menschen dort aus Tod ankicken. Und ich stelle die mal an. Er ist beim Priester gewesen, er kann nicht mehr in das Haus gehen. Die frühen Kinder, die stehen da ein Ängste auf, in den Rohren und Prachen. Er soll nicht weggehen, aber er muss. Er ist nu ein lebender Todja für seine Kinder. Und so nu sind all some Jahren vergangen, und er hat voll die Krankheit entwickelt, und er hat gelebt, büten, wo er bestarb, wo sie so eine Lepra-Krankheit dann lebten. Aber er kann noch immer, nur all diese Zeit, kann er noch immer hören, seine Kinder sterben. Der die gar nicht weg. Und so das ist der Mann, wo nach Jesus kommt. Das Mann, der hat einen Stein in seinem Weg. Und wenn ihr das Stein wäre in Wirklichkeit, das wir nicht mal bloß, dass er krank wäre, aber das Gesetz wie ein Stein in seinem Weg. Und er kann über den Stein allmählich über. Und so das Mann, der kommt nach Jesus. Und nu horcht. Na, wenn ihr Matthäus schrift, das ist das, was Büterevangelium, nu horcht mal nach diese Büterevangelium-Geschichte. Und nu horcht, du kommt ein Lepra-Kranker, bet am an und sagt, Herr, wenn du weißt, du kannst mir reinmerken. Na, wenn ich jetzt sage, reinmerken, wenn das wie ein anderer Mensch. Na, zu der Zeit, wenn du zeremoniell oder ceremonially unclean oder unrein wirst, dann kannst du mit keine Menschen taub sein. Wem immer du anfutten, dann wieder auch anrein. Wo immer du satten, wo immer du wirst, dort wo in diese Menschen mussten Büter kommt von ihr Heim leben. Und wie weit nicht das Mann, aus dem Jesus kommt, was ist der Hintergrund? Du kommt bloß ein Mann, ich habe Ihnen ein bisschen verteilt, was es kann sein, das ist bloß eine Geschichte. Wir wissen gar nicht, wer das wir, aber das wären Menschen, die haben Familien, die haben Eltern, die haben sehr wahrscheinlich Kinder, frühes. Und wenn die früh hat, die Freiheit, gesetzlich sich frisch zu befreien, wenn der Mann leprakrank wird, wenn er wieder tot. Und so wer weiß, dass er früh sich frisch befreit hat, wenn er früh zu der Zeit, muss ein Mann haben, dort wäre eine Erfahrung im Leben, dass sie wiederkommen, so sie hat sich vielleicht wieder frisch befreit, wir weiß nicht. Aber das Mann kommt nach Jesus und sagt, wenn du weißt, du kannst mich reinmerken. Und so das ist das Fernstein. Das Stein
das ist so groß. Ich meine, das wie der geradste Stein sozusagen in dieser Welt, wo das Mensch lebt. Und so das Vorwar, der hat das geformt. Und der hat den Leprakranker geformt. Und dann jetzt Raum, nur der andere Seite, der hat seine Dinge, wo die Bilder boven stehen, und jetzt nur der andere Seite. Und so da hat er den Salzjemon geformt, aber das ist nicht gesund. Weil in das andere Bild, hier, die Menschen, die gehen weich. Die Menschen, er hat von Menschen getrennt, aber hier, die Menschen sind bei ihm. Der Stein ist da weggenommen. Na, weißt du, das ist eine interessante Geschichte. Ich wollte hier nicht ganz lesen, aber Jesus schickt das nur den Priester. Er sagt, go wie sie der Priester. Na, weißt du, dort wie ein gesetzliches Ding, wenn sie lebten, dann haben sie ein Gesetz. Und so, Tim, dass er kann rein erklärt worden, in der Gesellschaft muss dort durch erst System drehen. Wenn Jesus kann ihn heilen, aber sie würden ihn gleich annehmen, so dort. So, der muss durch das Priestertum drehen, Tim, dass er kann gesund werden. Und so, hier ist ein Mann, der ist Niejeschaufen. Und das Mann, der kommt nach Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, ich will. Und Jesus streckt seine Hand aus, schiert ihm an und sagt, das ist, was ich will. Weet je, deze weer, deuten den Mann zijn Stein in Wachrut. Deze weer wären de zuidste weer, wat deze man jemals in zijn leven gehad hat. Dat wären de weer, wat zijn leven verändert und verändert. Na, ik stel me zo ver, dat deze man zijn Frau, die is nog allein, en die Kinder, die zijn vielleicht al 5 Jahre alt geworden. Aber sie reden zu viel von Daddy und wo Daddy ist. Sie bringen den vielleicht einmal Eten, wenn zu der Zeit, sie mussten die somehow noch im Leben holen. Und so sie sind vielleicht fertig gegangen, da Eten haben satt, dann mussten sie über weich gehen, dann kann Daddy sich dort holen. Und über einmal, nicht kommt Daddy gesund in Haus. Und da kann ich mir nicht feststellen, was das ist. Ich denke da einmal an. Van onze grootkinderen, Daddy, wenn wir waren, trainieren. Wo wird ihr Leben ändern? Dabei wird ein Stein wahrgenommen sein, was unbewegbar ist. Das ist, was diese belebten. Und einmal kommt Daddy nach Hause gegangen. Ich da einmal, mich interessiert einmal, karte Videos checken, wann Soldaten nach Hause kommen. Like in der States, wenn Soldaten sind vielleicht ein Jahr weiter was. Und einmal kommen sie nach Hause und überraschende Familie, eine überraschende Frau. Und die Kinder, die ran Daddy entgegen und hupsen in seine Arme nehmen. Und so stelle ich mir das vor. Und weißt du, das Mann, sein Stein, wir wachen Na, vielleicht hat er Leute im Leben anders denn er hat. Wir weiten nicht von dessen wieder. Das ist das interessante Ding von Jesus in die Geschichten, dass wir bejahende Menschen, hoffnungslose Menschen, die kriegen Hoffnung und dann verschwinden die aus der Geschichte. Aber weißt du, das gibt Dinge in uns Leben, das gibt Steine in uns Leben, was unbewegbar scheint zu sein. Und das will Jesus uns will bejahnen. Und wie kann Jesus gehen und wie kann anfragen, was du mich halten? Und weißt du, wenn er uns sagt, ich will, das ist die beste Antwort, was du kannst kriegen. Er wird vielleicht nicht den Stein wegnehmen, aber er wird die über den Stein überhalten. Ich kann ein Bild tun, dort die Überschrift sagt, the stones are what we step on. Die Steine sind das unsere Trappen, wo wir herklettern. Einmal nimmt Gott nicht einen Stein rütet uns weich, aber er hält uns durch Nacht, weil er durch Eva können sein. So du gehst in die Bilderstube rein und du hast nicht das Bild gesehen von den Leprakranken. Einer sieht, dass der krank und der andere sieht gesund. Einer sieht, dass er ausgeschlossen und der andere sieht, dass er war bei der Familie. Like this Mann, der ist bloß von Tod zum Leben gekommen. Jesus hat sein Leben verändert. So die erste nur das nächste Bild. Niejeschaufen. Ober Gott. Und so die erste nur das nächste Bild. Und hier ist ein Mann, der ist mit vielen bösen Gästen besessen. Und weißt du, das ist eine von den wunderbarsten Geschichten in Jesus sein Leben. Jesus geht nun jemand, wo er gewöhnlich nicht ist,
wo hij das Mann bejahnt. Und die kann ongeschreien, ongerant, und kann ongeschreien, wild, und zit het wild. Ich meine, de dievels checken het in zijn ogen uit, en die schrecht Jezus aan. Andere Menschen gingen heel gut, wenn die hatten Angst vor denen. Das heißt, sie hatten ihn auf Ferken versucht anzubringen mit strengen Schäden und verschiedene Dinge. Und er reite immer zwei, wenn das Mann, die wir mit vielen Bewäachten besäten. Und so, Jesus geht dahin. Und ich frage mich einmal, wo wir hin? Weißt du, wo wir hin? Wenn Jesus muss das Mann hier treffen. Wir haben die Geschichte von der samaritischen Frau, und du sagst, dass er muss durch Samarien gehen. Und das ist es hier wieder. Er muss nur diese Gegend gehen. Dort wir an der Außenkant von der Galiläischen Meer, dort wir eine heidnische Gegend durch, und Jesus fährt dahin mit einem Lamm. Und ich glaube, dass wir von Gott abgestellt, wir sagen einmal ein Divine Appointment, ein von Gott abgestelltes Sita hat er mit dem Mann. Und so, das Mann kommt angerannt. Das ist ein hoffnungsloser Mensch. Der ist so falsch von der Bewäachten. Der ist so falsch von den Dievel. Der ist so deib in den Feindsinn direkt hingesunken, als ein Mensch kann. Und der lebt in der Gräber, der schnitt sich mit Steiner, der rettet alles zwei. Das heißt, dass er schrie mit lüder Stimme, was habe ich mit dir zu tun, Jesus? Du bist den höchsten Gott in sehen. Schwier für Gott, dass du mich nicht quälen wirst. Und zu diesem Mann kommt Jesus. Alle Menschen gehen in den Stich. Ich stelle mir so vor, Jesus sind die Jünger, die werden reiten und Püsten lassen. Like, sie wollen das nicht bejahen. Aber Jesus geht ihnen entgegen. Und diesem Mann kommt bei Jesus. Und du fällt der Hand. Und so du wunderst, und du gehst heran das Bild, like, du sitzt das Bild, hast das Mann geformt, und gehst nach der anderen Seite. Und du hast das Bild umgeändert. Der Mann ist gesund, der ist gekleidet, der ist vernünftig und gekleidet, sagt es. Und wir können uns vorstellen, Menschen, die den kennen, oder Menschen, die gehen, die geben denen Hagen. Als sie noch Jesus kam, sagen sie denen, die von den anderen Gästen, die wir besäten, gewesen, vernünftig und gekleidet. Und so hier wie ein Mensch versunken in der Düsternis, versunken in den Diebel seine Macht, so wie das ging. Und die bejahnt Jesus. Und die Stein, der rollt jetzt in Wahrheit. Und das hat er jetzt ein Haus. Ich meine, wir wollen die Geschichte nicht wieder hier lesen, aber die hat ein Tränenhaus. Er wollte das mit Jesus mitgehen. Aber er hat ein Haus. Jesus sagt, er soll ein Haus gehen. Er soll seinen Menschen sagen, was passiert ist. Und ich wundere ein bisschen, wer das schafft. Nicht kommt das, was sie weiten, das mit vielen bei sich erst besäten, die kommt auf längste Gas zu gehen. Like alle Menschen riemen sich in den Stich. So stelle ich mir das vor. Und dort jeden Sturz, was sie fangen an, zu checken, okay, dann sind die das normal, oder was mit denen passiert, und fangen an, die Geschichte zu vertalen, und Leuten an die Geschichte vertalen. Ich wundere, wie viele Menschen in der Gegend glaubten an Jesus durch das? Wir weit nicht, die Bibel sagt uns das nicht. Aber er ging ein Haus, und er hat Zeugen. Und weißt du, das haben wir Niejeschaufen. Das haben wir nie gemerkt. Da sind Menschen dort, die haben uns feststellen, mit beide Gäste besäten, so da bis es ging. Und durch gerat und einfach normal, freundlich, tüsam da, gekleidet, vernünftig. Und verteilt seine Familie, vielleicht wieder auch ein Mann mit Familie, vielleicht hat er auch eine Frau mit Kindern. Er hat Eltern, er hat Freundschaft, Geschwister. Und die wollen noch nicht mal mehr von denen reden, wenn das ganze Gegend wissen, dass sie so ein besätener Mensch haben in ihrer Familie. Und bei einmal sagt er vernünftig Tüß. Und die sagt er vielleicht Tüß auf ihre Gasse an mehr Hüs. Und Menschen kommen langsam nur und fangen an die Geschichte hier. Niejeschaufen. Aber Gott. Und so, wenn du Dinge in dein Leben hast, Jesus will die du begegnen. Vielleicht hast du zu kämpfen mit, was wir einmal Gäste sein. Oder du hast zu kämpfen mit einem Loster. Du hast zu kämpfen mit Dingen, was die gebunden haben. Vielleicht besser, weiß nicht, wo alle werden, du warst für Counseling wie ein Zentrum, und wer weiß, wo alle werden. Die haben die all versucht anzubringen, sozusagen, dass alle einmal zwei reden. Einmal war er drei gefallen. Und Jesus will die begegnen. So, die jetzt wieder in diese Bilderstube.
Dus nog een beeld. En zo het nächste beeld was een vrouw. Nou, deze vrouw, die had ze gegrepen en hoererie, zegt het, een onmoralisches leven. En ze brengen naar Jezus. Ze zeggen, dat je zegt ons, wie zal niet stehen, wat sagst du? Nou weet je, deze vrouw, die wir in het religieuze systeem ganz hoffnungslos. Zij had keinem wat voor haar wird reden. Weet je, deze Geschichte wie abgestalt. Nou, de Bibel zegt ons dit niet, aber das war ich glaube. Diese jüdische Lehrer, die wollen so hier in Jesus hebben sie geschaffen, die wollen so hier irgendwas finden in Jesus, dass sie haben sich das abgestalt. Wenn sie sagen, wie hatte je dabei gegeben, wo ist der Mann? Der Mann wäre vielleicht ein von den Steiner halt, ich weiß nicht. Wenn das wie eine abgestalte Geschichte. Sie haben sich wem angenommen. Sie haben sich wem angenommen, was mit dieser Früh wird gehen, Hurerei treiben. Sie haben sich wem angenommen, wem sie wurden gerieten dabei, dass wir alle abgestalt. Entweder kreiden, wenn sie diese Früh müssen ganz vernichten, wenn sie dann würden, was in Jesus fing. Das ist was Religion tut. Und diese Früh wie unter das System gebunden. Und so hadden ze haar dabei gereden. En dat beeld zag schuldig en beschämt. Und wir können uns meist nicht verstehen. Weil zu der Zeit, früher hatten really kein Reich und wenig Wert. Und nu steht sie da in een krans van Mana, wo er alle verdom en haar steinen willen. Aber sie wollen haar Gott steinen, das ist gleich der Punkt. Sie wollen Jesus in der vollen Jahr, und das ist der Hauptpunkt. Aber sei es die Bett, würde auf Englisch sein, sei es dort, was auf ihr Herzen abhand von den Vers geriet. Und so sei es bloß, wer zum Waschmied. Ich will ein paar Botschaften wieder, weil ich jünt Bilder wiesen oder vertalen, von wo Jesus mit frühes umging. Und dann wollen wir dann ein bisschen nach nachdenken. Aber Jesus hat Schrift ab ihr. Wir wissen nicht, was er geschrieben hat, aber die Menschen, die stehen und lernen, dann sagt er, wer ohne Sinn ist, schmied den ersten Stein. Und dann sagt die Bibel, dass die Steine fangen und weich zu fallen und sie fangen und weich zu gehen. Und dann steht diese Friede dem mit Jesus taub. Und Jesus fragt er, wo sind die, was die verklären? Und sie sagt, weiß nicht, keiner hat mich verdammt. Und dann sagt Jesus, ich verdamme die auch nicht. Go und sinn nicht mehr. Vielleicht bist du in Sinn gefallen. Vielleicht hast du dort einen Stein, was in dein Weich liegt. Vielleicht hast du den Sinn noch verstärken. Vielleicht hast du die auch geräten dabei. Was immer das ist. Vielleicht ist es Pornografie oder vielleicht ist es Pleitsch, Trinken oder was immer das ist. Ich meine, wir haben verschiedene Dinge. Und wenn wir zu Jesus kommen, und er sagt zu uns, weißt du was? Ich verdamme die auch nicht. Das sind die seitste Werte von Gott. Niejeschaufen. Weißt du, kannst deinen Sinn loswerden. Du kannst deinen Sinn nur anbringen. Vielleicht hast du noch verstärken. Vielleicht hast du nicht mal verstärken. Aber häufig hat Sinn. Meine Bibel ist voll von dort. Und so was verstärken die? Was ist der politische Sinn, was die Menschen niemals wieder anfangen? Und so diese Früh, die haben sie abgestellt für das. Vielleicht hat jemand die abgestellt für den. Ich weiß nicht. Das ja verschiedene Dinge in dieser Welt. Aber das ist ein Stein in dein Leben. Der Stein hat die drei Holen von Anfang zu dienen in der Kirche. Oder der hat die drei Holen von auch mal wirklich Anfang zu zeugen für Jesus. Oder der hat die drei Holen von den Raub, was Gott für dein Leben hat. Und so, Jesus will die begegnen, aber Gott. Gott will die dort treffen bei den Steinen. Wenn er weiter sind, er wird Charakter, was er verstärken ist, er wird Charakter, wo er sitzt, er wird die ganze Wahrheit dabei, und er wird die dort gleich zu begegnen. Wir haben noch eine Geschichte. Das ist ein Gelähmter. Und den bringen sie nach Jesus, aber das ist alles toll. Das ist auch eine hoffnungslose Geschichte sozusagen. Wir wissen nicht, was sie sich da untereinander vertalen. Vielleicht haben sie gedacht, well, wenn wir nach Hause gehen,
Vielleicht hast du einer Mann gewesen, was gesagt hat, no, wir gehen nicht in Haus, like, wie fahren durch mit das. Und so sie merken das ob, wie kann die Geschichte. Und Jesus heilt ihn und er vergibt ihm. Und so das war so, der ist gelähmt, die Familie muss den besorgen, die Familie muss den immer rumdrehen, wo immer er will, wo immer er haben will. Und nu hat Jesus den bejahend. Er ist Niejeschaufen. Der geht in ein Haus mit seinem Bar am Regen. Und hat Gott bejahend. Wir haben einen Vers in der Bibel. Das ist ein interessanter Vers. Das ist eine Prophezeiung von Jesus. Aber das sagt, er wird in angeknackte Ruhe, ein Strohhalm kann sein, ein geplant, wird er nicht aufbrechen. Er wird in schwelendes Tolchlicht, ein schwelender Docht nicht utpusten. Das heißt es dort. Er wird die angeknackte Ruhe nicht aufbrechen und die schwelende Docht wird er nicht utmerken. Weil Leben hat uns angeknackt. Dinge, die passiert sind, haben uns angeknackt. Du darfst mal klar. Du bekehrst dich mal und dann wird es auf einem Ding scheinen, das Licht, das brennt, hoch und Tag. Von der schwelt es noch ein bisschen, oder das regnet noch ein bisschen, wenn du sind Steena in den Weg hineingekommen. Das sind sehr bekannte Geschichten, vielmal manche Menschen. Dann mal wir so mutig, ich meine, als wir uns befrieden, das ging so scheinen, wir hatten so einen Traum, von der haben wir eine verbrechende Eiche. Da sind Steine am Weg hineingekommen, verschiedene Dinge. Aber wir hatten so eine Hoffnung mit unseren Kindern, als die klein waren, das ging so scheinen, sind die abgewaschen, die haben sich von Gott weggedreht. Und leben ein sehr unmoralisches Leben. Ich weiß nicht, was die Stein ist. Aber ich wundere, als du vielleicht Steine hast, große, kleine. Aber das Wort in uns Weichen angekommen. Weißt du, er sagt, wenn du auch angeknackt bist, vielleicht schwelst du einmal bloß, den Glauben, dass du bist bereit mit allen eigenen Heaven. Er sagt, ihr werdet nicht utmerken. Und so er will uns bejahnen. Dit wird in hat zu tun mit Niejeschaufen. Er will uns nie merken. Und willst du jetzt in die Bilderstube raum und hast du noch ein Bild. Und du hast die Nomen, aber das entwettet. Die Vorstädte besieht und dein Bild wird gefarben. Wo ist das? Was fehlt da nicht zu merken? Wo fehlt das, wenn wir eine Obergott-Erfahrung haben? Und weißt du, er bewäacht noch Steine. Was ist der Stein? Was wird fein sein, wo wir Jesus können bejahen? Zoals ik al zei, dit werking heeft te doen met dat Jezus ging in Kreuz, met al die zin, met al die krankheid, met al die dingen, met al die steinen, die die weg zijn. En hij starf voor die. En die steht. Zondag waar we vieren, oder waar we denken dat hij stond op van dood. En zo vandaar wel we overal vieren. Met dit im Sinn, Jesus ist gestorben für deine Steine. Was sind die Steine? Was kann sein, wenn du nu krank wirst, nur Jesus bringen? Oder was für eine Lehre wirst du kann Jesus fragen, dass er die wird bejahen bei den Steinen? Na, da kann sein, dass das Steine ja, was er nicht wird wahrnehmen. Aber er hat versprochen, er wird die bei der Hand nehmen. Er wird die dann abhalten. Er will mit die gehen, längst das Weg, wo wir uns verstoppen, in Hand fallen, in Fehler merken, in große Steine einmal Salz in uns Weg nehmen. Er kann uns dort vergeben. Wenn die nicht das Koffertjes haben, dann würde ich gleich, wenn die Hand abhauen, du sind Personen, die da rumgehen mit dir. Aber von der, wenn wir das trinken und essen, wir wollen denken, dass Jesus bejahnt uns bei unseren Steinen.
Hij wil ons bejenen bij ons leprakrankheid. Hij wil ons bejenen bij den vloeg wat mensen op ons nap wil. Hij wil ons bejenen bij wo we zo veel, we zijn gelähmt en we kunnen gleich ons zelf zijn, of we kunnen gleich wiederkomen. Hij wil die bejenen, wo immer der Stein ist. Wir tun das hier in unserer Kirche vielleicht mit anders gewandt sind, wenn die hier zum ersten Mal sind. Wenn die hier Kinder haben und die als Eltern damit okay sind, die können hier die Kinder auch eingeben. Und mit dort wird wir den Tauroden die Kinder zu lernen, was das meint. Weet je dat ons overmal auf der Wartelen im Passafast im Alten Testament? Na, ich weiß, wir leben noch nicht mehr. Aber dat wir ein Familiefast, dat wir ein Dankfast. Dat wir mit so wenn wir würden mal eine Danksagung fast haben, mit den Dash abgelot mit Eten. Und da wir die Kinder bei, die Kinder, die werden die Geschichte vertalt, Jahr für Jahr für Jahr, wo sie wieder in Ägypten rübergekommen. Und weißt du, wir haben overmal ein bisschen so gedreht, als bloß für Grote und für die Baaste Grote. Und die anderen sollen noch nicht sein, aber die Kinder sollen für sure nicht wissen, was passiert. Wir denken nou, als ich das erste Mal auf overmal wieder kriege, Durchfall und weiß nicht was alles, das sage ich gruwelijk mich. Und weißt du, wir wollen dort verbeten für die Kinder, das soll ein Segen sein. Na, dann war ich erst so traurig, dass Jesus muss sterben und jemals ja dort für meine Sinn, und deine Sinn. Aber das ist die geradste Erlösung, was wir haben, weißt du, das ist der geradste Stein in den Weg. Und Jesus kam die durch bejenen. Und das ist, was wir führen mit das. Jesus bejent die bei den geradsten Sinnenstein und er verjagt die deine Sinnen. Und du kannst ihn annehmen. Wenn du nicht klar bist, was du Jesus erhebt im Hort hast, nu karak würde Zeit sein zum Anbeten. Und so wir wollen kleine Zeit nehmen zum Beten. Und du kannst bei dir selbst beten. Aber lass dir nicht vorbeigehen. Das ist das Zeichen von der Jesus, die bei den Stein bejent. Keiner, was der Stein ist. Er will die bejenen. Und er will die heilen von dort. Er will die vergeben. Niejeschaufen. Wer in Christus ist nie ein Mensch geworden, sagt es. Und so werden wir das annehmen. Werden wir taub beten. Ziemlicher Fuhrer. Du kannst jeder Hort. Du wirst krank, wer wir sind. Du wirst krank, die Steine in uns leben. Herr, wir haben nicht Leperkrankheit. Vielleicht sind wir nicht gelähmt. Vielleicht stehen wir nicht firm recht und Menschen wollen uns steinigen und verdammen. Aber wir haben Steine. Aber einmal haben wir krank sein, wir haben vielleicht Krankheitssteine in uns Weg. Oder wir haben einen Fluchstein in uns Weg, wo Menschen uns dolern, uns verdammen und vielleicht uns brücken wollen, zum irgendwas erregen. Was immer der Stein ist von dir, Herr, du bist nun Kriegsgegangen, du hast alle Macht überwunden. Vielleicht sind wir gefällt mit Dingen, die uns bringen. Vielleicht sogar bei sich Esther. Oder du sind los in uns Leben. Oder du sind politische Dinge, die uns bringen, da kommen wir nicht von los. Und wir bringen das nicht alle in Krieg, Herr. Ich will ihn toten, dort stolz dir für ihn selbst beten. Wenn du nicht Jesus kannst, kannst du nicht korrekt annehmen in Anbetung, aber bring ihm den Stein. Amen. Okay, je haben alles in denken steht, wenn ihr das bovenste klare Plastik da losnehmt, dann hast du das kleine runde Kulletje, das stellt Brot für. Das ist juist sein Körper, was von uns gebrochen wird. Und so werden wir das eten mit Andenken, dass Heilbrüch, zum das Dukes geheilt wird. Werden wir das top eten. Wenn ihr das Koffertje habt, wenn ihr das nächste auftun, dann ist das Juice zu ben. Weet je, wir haben einen Vers in Hebräer, da sagt es, dass Jesus ist mit seinem einen Blut
in das Allerheiligste gegangen in den himmlischen Tempel und hat eine ewige Erlösung teweeggeschaffen. Ich will gaan dat we van jou denken, wenn wir das trinken, dat wat immer deine Sinn ist, was immer du hast auch gedaan in dein Leben, dort in den himmlischen Tempel, du bist Gott, in seine Gnadenstube, kann sein, in seine Thronstube, du steht und kommt je Blut, je in deine Sinn. Und wenn wir das uitdrinken, weil wir Gott danken für dort Blut, was da je in meine Sinn steht. Weet je, wir sind anvollkommene Menschen, even als Christen, wir tun manchmal auch rechte Dinge. Und das sagt in 1. Johannes, dass wenn wir auch recht tun, dann steht Jesus ab und er steht vor uns an. Weet je was er sagt? Er sagt, hier steht mein Blut, je in den Sinne sind. Das ist das Einzige, was ich würde durchschmieren. Sein Blut steht je in all deine Steine, was du hast. Amen? Weil wir den Tub trinken. Nehmt je een koffertje met hieruit, wenn wir haben noch ein Service. Dankeschön für Horchen und ich bete, dass Gott die wird bejenen bei den Steinen. Wir haben noch ein Video für uns, checkt da noch. Yes, hallo, mijn naam is Leonard Friesen. Ik woon hier in Steendig Vorm, hier dichtbij in deze gegend. En ik wil een klein beetje vertellen van mijn leven, wo Gott sich in mijn leven geopenbaard heeft. En wo er viele Änderungen gemerkt und sich sehr klar zu mir bewiesen. Ich bin in einem Heim abgewachsen, wo Gottes Wort sehr wichtig war. Da war wichtig, dass wir nicht wegfuhren, dass ich aufmerksam war, wie den Tod beten, Tüß und so weiter. Und dort wird sehr klar rückgebracht, dass Jesus der einzige Weg war für die Erlösung. Uns wird pünktlich denken gehalten und mutige Gespräche am Unternehmen, dass wir nicht verloren gehen. Und als ein junger Junge hatte ich hatte Angst für die Halle gehen. Das will ich nicht. Und ich mache diese Entscheidung dann auf den Abendversammlungen mal, dass ich Jesus annehmen als mein Heiland. Und ich will auch für ihn leben, so gut als ich kann. Eigentlich habe ich nicht ganz recht verstanden, aber vernommen, dass wir dort fortfahren, dass er ein Verhältnis mit mir will. Ich kann ihm als die sind vergeben, die haben wohl, wie so fern leben. Und ich habe dort ein bisschen aus dem System, vielleicht alle in meinem Kopf, nicht so sehr in mein Hart vernommen. So, das braucht dort mit sich, dass mein christliches Leben oder mein Leben ein bisschen dreht leben wird. Das fühlt sich ladig, ich fühle mich vielmal allein, einsam, bedrückt. Und ich habe ein bisschen dazu abgeführt, dass wenn dort Schein ging, oder interessant wird, oder Freude gibt, dann kann das auch recht sein. Dass wir an den Sachen von Musik und verschiedenen, ich habe den Eindruck gekriegt, dass wir nicht von Gott. Und das fühlt sich ladig. Ladig, dass dort sind wir, was mich Schein ging. Ich sage nicht, dass mir das gelehrt wird, weil ich habe das dort vernommen. Aber Gott, der lädt mich nicht an diese Lehre. Ich bin sehr dankbar, dass Luther, wenn sich alle Wort und abwas, dann hat er sich auf verschiedene gute Wege sich zu mir geopenbaart und hat mir einen anderen Eindruck gegeben von ihm. Ich konnte drei denken an verschiedene Begebenheiten, was passieren werden. Aber ganz besonders redet mir mal ein Ding an, was passiert an Lebenswasser Kirchtal am Anfang, wenn es gekommen ist, dass wir am Abendmahl. Ich weiß, Abendmahl wie für mich ein bisschen Ding, was mir uninteressante Gefühle geben wird. Ich will immer sagen, ich bin nicht jässlich genug, nicht ernst genug, und ich frage Jesus sogar einmal um Vergebung, dass ich diese Gefühle habe, dass ich nicht ein größeres Getrag habe, wegen ich weiß die Wichtigkeit von was er getan hat. Ich weiß, wie Bücher nicht abgefallen, aber mir fehlt einmal ein Bett was zu fehlen. Und dann wird das ein Sonntag an Lebenswasser, was wir durch Abendmahl haben, wir haben eine Zeit von Anbetung und die Leute reden mir auch. Da wir mir wertvoll, was gesungen wird, ich fühle Gottes Gegenwart, ich fühle dankbares Hort, vielleicht ein von den ersten Mal, wo mir das wirklich dicht bekommen. Ich kann sein, wo er am Kreuz war und wo er für mich leiden hat. Ich weiß dann, wenn ich nach Ferien ging, zu meinem Köffel Wein holen und das Brot. So dass du dann angereicht, wie ging, wenn wir schreit fallen, wie ging das holen. Und ich weiß noch dann,
ganz klar, wenn ich das nahm und ich über nur dachte, was Jesus für mich getan hat, dann auf einmal sah ich diese Vision. Ich sah ganz klar, wo er da am Kreuz hing und ich kann mich noch besinnen, wo das sagt, wo Verschleierung er war, wo blutrig er war und ich kann das vernehmen, dass er hat wirklich gelitten. Und in dieser Vision, dann kijkt er nach mir. Und er kijkt mir in die Augen und ich weiß, er sagt, Leonard, ich dachte an die den Tag auf Golgatha. Und ich deed het für die. Das war das für mich besonders steif ging. Und das war ein von den Wegen, wo Gott sich zu mir offenbaren deed. Und er weiß mir durch klar, wo persönlich das war. Dass er mich beim Namen naht. Ja, er nahm mich beim Namen. Und ich wusste, dass das Jesus, der hat das für mich getan. Und von da wieder sind mir diese Dinge noch wichtiger geworden als die wir. Und ich habe am beter gelernt. Dit is weer zo'n service als te vinden, maar verder uitgaan, hier zijn een paar zeer wichtige dingen. Ik wil jullie aanladen dat je wordt terugkomen zondag, Oosterzondag. We hebben een bijzondere service hier en we hebben taalvast gepland. En we hebben, geloof ik, een van de grootste taalvast wat we hier nu zondag hebben. We hebben 29 mensen wat er zijn opgesigned. En beide services wat we taalvast hebben, die klok 9 of klok 11. Zo merk je nu al plans, welke service je wel hier zijn. En wat ik jullie best wel moet merken is, laat wem aan. Laat wem aan met jullie hoop te mij aan te komen. Vielleicht vrienden wat je hebt, wat vielleicht niet een thuis hier kwijt hebt, wat er vielleicht even Oosteren best thuis zijn, alleen zijn. Laat er aan. Zeg, kom naar Lebenswasser, wat een bijzondere service zijn, waar taalvast hebben. Pastor John wat nog een karte boodschap hebben aan niet het leven. Wat best een goede dag zijn, waar we best met vrij met die wat de Heer Jezus aangenomen zich tafel laten. So, nu zondag, komt her, klok 9, er klok 11, brengt jullie vrienden mee. Ik wil vragen dat je opstaan en de gebedsteam dat is hier. En dat gebedsteam dat heeft zich besonders gemerkt te vinden voor jullie. Zij hebben verder al gebed, merken zich rijdt voor dit, dat zij weer rijdt zijn, want er wordt weer nog verder komen zijn. Ik ga Steena in mijn leven, halt me met dit. Ik wil Jezus bijeen, kost u met mij te beden. Zij zijn hier, zij zijn wellicht te met jullie te beden. En dan wanneer je uitkomt en waar je uit, je zijn vrij te geven wanneer je wil. De duizenden zijn te bezitten daar, zo je kan geven. En ik spreek plus een zegen op jullie over deze Oosterdeel. En ik vraag plus dat je een goede tijd wordt en een zegen zijn met jullie familie, waar maar je zijn. Familie top komen, ziet lieftolig, laat het schijn gaan, had een deel van. En vergeet niet wat Oosteren werkelijk meint. Gott is zijn met jullie. Wat zondag. Jesus sin blod så vedfall, själ död upp Golgata, allt är krav för